Es heißt ja momentan, man soll nachhaltiger leben und soll Mensch und Natur soll im Einklang leben. Ich muss sagen, ich bin vom Bahnhof, bei uns ist das ja immer schon so. Das geht ja schon bei der Zimmerverteilung los, weil bei uns, wir haben ja kein leerstehendes Zimmer. Wenn in einem Zimmer nicht gerade die alleinstehende Großtante Anni wohnt, da wohnen da in der Regel 18 Katzel drin. Die Katzeln auch zweimal im Jahr. Also es kann sein, wenn du nach 2 Jahren kann sein, dass du 82 Katzel hast. Das ist je nach Auslastung von der Bundesstraße. Ja, und die muss man ja auch nicht futtern, weil die fangen sie Mais oder Ratzen. Wenn die Ratzen groß sind, dann nagelt es ein bisschen an die Zähne vom Opa. Sind sie auch satt. Und überhaupt bei der Zimmerverteilung ist auf dem Bauern auch sehr sparsam, weil bevor man ein eigenes Zimmer kriegt, muss man warten, bis ein anderer aus seinem Zimmer rausstirbt. Ja, und wir haben uns immer das Zimmer vom Onkel Toni versprochen, aber das war ein Zagerhund. Ja, wirklich wahr. Ich war stets bereit zum Umzug. Hab immer mein Klump beieinander gehabt in so einer Bananenschachtel für den Fall der Fälle, weil wann war so nie, wenn es so weit ist und dann muss das schnell gehen. Aber die haben so mehrmals im Jahr gestorben. Wie oft der Onkel Toni dabei gesagt hat, mei, holt's am Pfarrer, heute ist soweit. Ja, freilich. Am Anfang haben wir es noch dabei geglaubt. Was glauben Sie, wie oft dass wir vor dieser Zimmertür gestanden sind? Der Pfarrer mit der letzten Ölung und ich mit der Bananenschachtel. Haben wir wieder umkehren können. Hey. Mit 17 habe ich erst das Zimmer gekriegt. Und der Onkel Toni, der spuckt da drin bis heute umeinander. Jede Nacht kommt er vorbei und fragt, wer ihm die Schaufel auf den Kopf gehauen hat. Sag immer der Pfarrer was. Aber jetzt bin ich vom Thema. Auf alle Fälle beim Essen ist ja das Gleiche. Beim Essen sind wir auch sehr sparsam. Wir schmeißen nie was weg. Alles, was wir nach Mittagessen nicht essen können und für Tenner Jodis, das wird eingefroren bei uns. Deswegen haben wir daheim 3 Gefrierschrank. Die sind so gesteckt voll, die laufen mit Starkstrom. Wirklich wo? Da sind Sachen drin, die sind bis zur Unkenntlichkeit erfroren. Letzten Sonntag wollten wir uns zum Kaffee trinken Zwetschgenbuffets auftauen. Nach einer halben Stunde haben wir gemerkt, oh mei, das sind das Schweineländchen. Wirklich wahr. Und die Schweineländchen waren natürlich aus eigener Schlachtung, weil der Opa hat früher auch immer sehr auf Regionalität geachtet. Mein Opa war da ganz streng. Regionalität war für den Opa das oberste Gebot, weil der Opa hat immer selber Enten gehabt und hat immer Fett gefuttert für Weihnachten. Und einmal haben wir ein Jahr dabei gehabt, da hat meine Oma aus Versehen nach dem Futtern einen Entenstall offen lassen, dann sind die rausgewatschelt und davon geflogen. Der Opa war grantig, der hat geschrien, die ist die Enten nachgelaufen ins Auto, nachgefahren bis an die tschechische Grenze. Und dann hat er es aber geschossen. Und hat gesagt, ihr bleibt regional.